Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer EHC Biel Carrera zu den Playoffs. Die ersten beiden Matches gegen den SC Bern haben wir noch für uns entscheiden und heute sind die nächsten Matches dran. Werden wir sie für uns entscheiden? Werden wir in die Halbfinals reinziehen? Und wenn ja, gegen wer werden wir an den müssen antreten? Das alles erfährst du heute in diesem Video. Bleib also bis zum Schluss dran, nur dann wirst du es wissen und ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt und auch noch einen Kommentar. Wirklich Kommentare und Likes sind wichtig, um den Algorithmus anzutriggern, damit YouTube merkt, hey, da sind geile Videos und die lohnen sich zum Anschauen. Also hilf mir dabei mit deinen Likes und mit deinen Kommentaren. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Video. Bevor wir in die Action aufs Eisfeld reingehen, schauen wir uns nochmal schnell den Spielplan an. Da sehen wir Freiburg-Davos, Davos führt 2:0, Lugano Z steht 1:1, EVZ gegen Genf ebenfalls 1:1 und wir führen mit Biel gegen Bern in der Serie mit 2:0. Das heisst, heute gibt es mindestens 2 Spiele, vielleicht sogar 3 oder ich will eigentlich heute die Serie beenden, außer wenn wir beide Matches verlieren, dann bleibt es bei 2 Spielen. Also wir werden es sehen, du wirst es sehen, lange Gelaber gibt es jetzt nicht mehr, sondern wir starten rein in die Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Und da sind wir am Bulli Spiel Nummer 3 und hoffentlich holen wir auch den Sieg Nummer 3. Also einfach durch mit dem Topscorer. Der geht da, der Pass noch und leider nicht der Abschluss, aber doch da, Gunter zählt das Goal. Jawohl, es zählt, Rayala mit dem 1:0. Wir kennen es links durch. Wir sind schneller als der Verteidiger, können durch, können schiessen und das ist ein locker 2:0 vom Künzli. Easy peasy für uns gewesen. Oh, fuck, wie die da durchkommen. Schöner Save. Nein, scheiße. Das ist nicht das, was ich will. Das ist es nicht und das auch nicht. Aber so ein Save, das will ich. Okay, jetzt läuft er wieder. Jetzt läuft er hier wieder. Das ist sehr gut. Passa, Schüsse. Save? Nein, das hätte ich nicht 3:0 sein. Powerplay für Biel. Wir gewinnen das Bulli. Wir geben den Pass. Da kommt der Schuss und wieder eine Parade. Ja, jetzt endlich wieder mal ein Angriff. Endlich wieder mal ein Angriff. Das ist ja Backhand-Goal. Da ist es mit Ansage vom Olofsson 3:0. Jawohl! Und da muss der Torschütze auf die Strafbank. Was hat er gemacht? Beinstellen? Ja. Scheiße, der Check ist ganz übel gewesen. Ah, fuck. Goalie! Jawohl! Yes, so wichtig war der Save. Jawohl, komm. Das ist der Konter. Das ist es. Das ist es. Jawohl, das ist es. Ratgeber mit dem 4:0. Shorthander. Ja. Nein. Ich denke, ich liege perfekt rein. Aber der Schuss kommt hoch und somit nutzt der SCB ihr Powerplay. Scheiße. Oh, wir bleiben an der Scheibe. Jetzt kommt der Pass. Nein, kommt er nicht da. Und das Goal leider auch nicht. Wichtiger Pokecheck und sehr wichtig, die Scheibe gerade können mitnehmen. Und jetzt kommt der Pass und das Goal. Da ist es. Hischier mit dem 5:1. Yes. Ich würde sagen, die auf Sieg getippt haben, die werden auch den Sieg hier kriegen. Aber da kassieren wir das erste Mal 2:5, gerade weil ich mich nicht konzentriert habe, sondern halt auf die Wette, die ich hier auf Twitch für euch gemacht habe. Und Bern von der Scheibe trennen, wir schaffen es nicht, aber der Goalie pariert. Oh, wir können einen zweiten Versuch schicken und Goal machen. Und wir müssen konzentrieren für das Goal vom Kunti fürs 6:2. Jawohl, oder 7:2, ich weiß gar nicht, was steht. Wir haben schon so viel Goal geschossen. Es war doch 6:2 gewesen, aber dann machen wir jetzt schnell 7:2. Komm! Nein, ich meine, ich habe die Scheibe. Scheiße, Goalie hat sie aber. Schön verlagert, Rayala kommt schön durch. Kommt er hinten durch, jawohl, und da ist es doch noch 7:2 vom Olofsson. Yes! Sehr schöner Pass. Haas, kommt Pass, Schuss. Kischa direkt vom Rayala 8:2 hinten angeschossen. Geil! Oh, Haas, kommt das nächste Goal. Nein, Rayala, komm!
1:2 vom Ryan Hattrick. Da fliegen Tüte, richtig geile Sache. Schaut euch das an. Meine Güte, ist das geil. Ja, die letzten paar Sekunden laufen. Da Verzweiflungsschuss, kein Stängli, aber trotzdem haben wir den SCB überfahren. Wir gewinnen Spiel Nummer 3 mit 9:2. Heftiger Sieg, du. Und da noch die Statistik. Hey. Von den Schüssen her sehr ausgeglichen. Wir haben an sich fast jeder zweite Schuss reingehauen. Effizienz pur, würde ich sagen. Das darf so in Spiel Nummer 4 sehr gerne weitergehen. Spiel Nummer 4. Gibt es wieder so eine Klatsche oder kann der SCB sich aufrappeln? Auf jeden Fall gibt es zuerst einmal eine Strafe gegen Biel. Ja, und da hockt er schon, unser Captain, der Toni Rajala. Hey, das ist nur ein paar Sekunden gegangen und schon dürfen wir Unterzahl spielen. Oh, Bern kommt da ganz gefährlich. Scheiße. Oh, Goalie, Satteri. Wichtiger Save. Sehr wichtig, der Check. Und der Pass da übrig zum Bertsch ist auch wichtig gewesen. Denn er macht es jetzt. Nein! Viel passiert nicht da, aber der Robin Grossmann holt die nächste Strafe und wir dürfen somit wieder Unterzahl spielen. Ja, Bern verkauft sich in dem Spiel Nummer 4 einiges stärker, aber egal. Jetzt können wir nämlich einen brutalen Angriff starten und das Goal machen. Nein! Hey, der Goalie, wieso muss der jetzt alles heben? Ja, der Mike Könzle gefunden, die Bank ist noch ein bisschen zu kalt, er hockt auch drauf, furzt sich ein bisschen warm für den nächsten, wahrscheinlich der sehr bald auch auf die Strafbank darf. Aber er verkauft sich halt schon gut, aber dank dem Powerplay, das können spielen und unser Goalie verkauft sich noch viel, viel besser. Dankeschön. Hey, das hure Bern, und unser hure Goalie ist einfach top. Jawohl, jetzt ist es endlich da, der Künzli mit dem wichtigen 1:0. Lang ist es gegangen und da ist es endlich. Ja, komm und jetzt Backhand rein. Jawohl, der Hofer, Backhand 2:0 und das Goal ist scheisse wichtig gewesen. Nein, scheiße, Jack und nicht an. Oh, Goalie! Nein, der Abpraller! Die Domenico macht den Anschlusstreffer zum 1:2. Das war's mit dem Shutout. Oh, shit rein. Goalie, wichtiger Save. Nein, scheiße. Fuck. Goalie, sehr gut. Aufgepasst, sie kommen wieder Berner, sie kommen hure gefährlich. Sie sind zu gefährlich gewesen, ey. Was läuft jetzt mit mir? Was läuft mit mir? Jetzt habe ich einen Ausgleich zum 2:2. Scheiße. Unterzahl spielen in der letzten Spielminute. Pass zum Haas. Jawohl, komm Haas. Tempo abdrehen. Durch. Und Goal! Ja, in Unterzahl! Unser Topscorer, der Haas, macht es 3:2. Shorthander zur Führung. Nein. Ich bin nicht hergekommen, da ist gerade wieder der Ausgleich. Was ist das für eine Schlussphase? 3:3. Scheiße. Fuck, wichtiges Bulli verloren. Oh, wichtiger Save. Schön gemacht, Rajala. Sehr schön. Und jetzt der Pass und da kommt kein Goal. Der hebt das. Das ist doch eine Frechheit. Und jetzt wieder eine Parade. Nein, nicht schiessen lassen. Oh, Goalie. Ja! Oh, Gunti, du Erlöser. Da haben wir den Sieg nach Overtime und somit auch den Sieg in Serie. Wir gewinnen die mit 4:0 der SC und der letzte Match. Was für ein Nervenspiel. Nachdem wir Match Nummer 3 einfach klar mit 9:2 Bern überfahren haben. Wer hätte das gedacht, dass es noch so knapp wird, aber schlussendlich zählt nur eins, der Sieg und die Serie ebenfalls für uns somit können entscheiden. Richtig geil. Und von der Statistik her sind wir an sich von den Schüssen her schlechter gewesen, aber sonst sind wir schon ein bisschen besser gewesen. Und der Sieg ist nicht gestohlen, sondern verdient, meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich gespannt, auf wer wir werden treffen in der nächsten Runde. Und so sieht es jetzt aus. Der Spielplan. Wir treffen im Halbfinale gegen der Z. Und das andere Halbfinale ist der HCD gegen Genf. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das Traumfinale aus meiner Sicht Biel gegen Davos. Ich bin richtig gehypt auf die nächste Folge, wenn es ins Halbfinale hineingeht. Wie sieht es bei dir aus? Schreib mir doch rein, was du denkst. Werden wir die ersten beiden Matches gegen der Z gewinnen? Unentschieden, was
was ist dein Tipp für die nächsten Matches oder für die Serie gegen den Z und wer werden wir vielleicht im Finale antreffen? Auch da kannst du mal ein bisschen einen Tipp reinschreiben. Für heute ist es auf jeden Fall gewesen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir so noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!